Wisst ihr, ich habe in letzter Zeit immer wieder Situationen gehabt, dass ich im Alltag etwas gemerkt habe, was einfach viel zu umständlich war für das, was es eigentlich ist und dass es doch einfach viel einfacher müsste gehen. Und darum möchte ich genau heute ein paar von diesen Punkten ansprechen und schauen, ob es irgendwelche Lifehacks oder andere Tricks gibt, um die Sachen einfacher zu machen. Also, meine Eltern haben nächstens Geburtstag und ich bin nicht sehr gut im Geschenke einpacken. Ziemlich schlecht sogar. Und darum suche ich mir jetzt ein ganz einfaches Video, wie man Schritt für Schritt das Paket schön einpacken kann. Das ist die gleiche Kamera, ich habe sie einfach verstellt auf den Boden, damit es cool aussieht vom Übergang. Egal. Also dann suchen wir doch mal How to wrap a gift. Okay, das hat 7,3 Millionen Aufrufe und es geht nur 2 Minuten. Kann ja nur gut sein, oder? Hi, I'm Ray Jordan with Christmas & Company. Today on myhomeideas.com, we're going to be wrapping packages. First of all, make sure your paper covers your package. Okay. Tönt einfach. Ich fange mit einer ganz einfachen Box an. Es kann nichts schief gehen mit dem. Also, das Papier muss genug lang sein. Easy. On the sides of your package, make sure it's a little bit less. From that width correct, get the length on your paper correct, and trim that up. Pull over the box, tape. Then when you're going down on the sides, press down. Do a nice crease on the sides so it looks sharper, and then fold in. Again, creasing the paper as you go. Also ich weiß ja nicht, aber ich finde, das sieht jetzt nicht allzu gut aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann das besser. Es sieht nicht schön aus. Kann mir niemand sagen, dass das ist viel zu groß. 2 tutorials unde swatch später. Also Quintessenz ist, ich bin unfähig, Tutorials helfen nicht viel und Pakete sind trotzdem nicht aus wie Paket. Ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Lifehack. Ich bin jetzt schon seit 3 Wochen hier alleine in New York am Leben, falls ihr noch nicht gemerkt habt, dass es ein anderer Hintergrund ist. Und das Problem, das ich eigentlich schon immer hatte, aber jetzt einfach umso stärker vorhanden ist, dass ich halt einfach keine Kleider falten kann. Und ich weiss, es gibt sehr viele Lifehacks, die genau versuchen, diesem Problem entgegenzuwirken, indem sie eine einfache Methode geben zum Falten. Und genau das probiere ich jetzt aus. Okay, fangen wir mal einfach mit dem einfachsten an, weil ich glaube, das sollte ziemlich straightforward sein. Okay, das heisst so. Kann sein, dass ich es trotz mega einfacher Anleitung trotzdem nicht kann. Warte, ich nehme es über. Schau, vielleicht liegt es ja einfach daran, dass es zu leicht ist und so. Ich meine, das geht ja auch ganz normal, oder? Schneid das raus. So, das geht ja auch ganz einfach, oder? Aber was ist, wenn man etwas nimmt, das ein bisschen mehr Stand hat, wisst ihr? Ich nehme es. No. So, oder? Funktioniert. Vielleicht geht es ja mit dem ganz Grossen. Wow. Ich glaube auch, es braucht keinen Lifehack. Irgendwie macht es einfach keinen Sinn mehr als Video, wenn ich von 2 Sachen schon 2 versaut habe. Aber hey, vielleicht wird das nächste besser. Ein anderer Lifehack, den ich selber auch schon brauche und darum weiss, dass er funktioniert, hat mit Chipspackungen zu tun. Und zwar braucht ihr für das eine Chipspackung. Das Problem ist ja dann, wenn ihr sie zumachen wollt und ihr keine Clips habt, um die zumachen, werden mit der Zeit einfach sehr weich oder halt einfach nicht mehr so fein, weil sie offen sind. Und für das gibt es einen Lifehack. Und zwar nimmt man
das Ende da oben, es tut mir leid, wenn es so laut ist jetzt. Und was ihr dann macht, ist, ihr nehmt das obere Ende und könnt das so viel mal, runterfalten, bis ihr an dem Punkt sind, wo es noch Chips hat. Das wäre dann etwa so. Und dann, was ihr macht, ist, ihr nehmt auf jeder Seite die Ecke und könnt es so um 90 Grad abklappen, sodass es da ein bisschen übersteht. Und dann nehmt ihr das Ende, das übersteht, und faltet es so gegen rauf. Ich mache es schnell. So, ich hoffe, man sieht es jetzt gut. Ich habe beide Enden so drunter geklappt. Und dann, alles, was ihr noch machen müsst, ist das Ganze einmal gegen aussen drüllen. Dann könnt ihr loslassen. Und theoretisch hebt es. Und dann könnt ihr loslassen. Und es hebt und es ist luftdicht einigermaßen verpackt. Und ihr könnt es ganz normal zurückdrehen und habt frische Chips. Sorry, ich muss die Kamera abschalten. So, beim letzten Lifehack geht es um Kleider, die gerne Falten bekommen oder die einfach nicht wahnsinnig glättet aussehen. Ich weiss by the way nicht, wieso dass ich meine Kamera immer in den Schrank tue, aber es ist einfach, keine Ahnung. So, und für diesen Lifehack braucht man eigentlich einfach nur ein Hemd oder irgendein T-Shirt. So eins. So, und vielleicht sieht man jetzt... Nein, man sieht es absolut nicht, egal. Das Hemd hat einfach sehr viele Falten und es sieht nicht wahnsinnig glättet aus, weil es auch nicht glättet ist. Und um das Ganze ein bisschen klarer zu machen, tue ich es einfach sehr fest zerknüllen und halt einfach schauen, dass es möglichst viele Falten und Sachen drin hat. Irgendwie geht das nicht so einfach, wie ich erwartet hätte. So, und der Lifehack, den ich gesehen habe, hat eigentlich einfach gesagt, dass man es ganz normal waschen und nachher in den Tumbler rein tut und dort dann aber entweder Eiswürfel oder ein nasses Tüchlein rein tut und das sollte anscheinend die Falten wegnehmen. Und weil ich leider nur das weiße Kleidungsstück habe, das ich gerade waschen muss, tue ich es einfach ganz schnell in die Waschmaschine und tue es nachher in den Tumbler und tue ein paar Eiswürfel rein und dann schauen wir, ob es funktioniert. Okay, ich habe das Hemd vor mir und ich muss sagen, besser als erwartet. Ich habe leider keinen Vergleich, also ich weiß nicht, wie es aussehen würde, wenn es halt glättet worden wäre. Ich weiß auch nicht, ob man das jetzt gut sieht, aber ich finde, es sieht eigentlich relativ glatt aus, für das, dass es jetzt nur im Tumbler war mit ein paar Eiswürfeln, was übrigens extrem laut war, also das ist so ein kleiner Nachteil. Ja, aber ich würde sagen, wenn man kein Glätteisen hat, dann ist es sicher besser als gar nichts, aber ich würde es jetzt sicher nicht, vor allem für Sachen wie Hemden, würde ich es jetzt sicher nicht hauptsächlich das machen, sondern wenn ich kann, würde ich trotzdem glätten. So, dann bleibt eigentlich nichts mehr anderes übrig als das Hemd anziehen. So, das wäre es aber eigentlich auch schon von diesem Video. Ich habe einfach gedacht, es wäre lustig, um mal so ein paar Lifehacks auszuprobieren, weil zum Teil hört man schon Lifehacks, wo man sich halt so fragt, ob das wirklich kann sein, dass so etwas funktioniert. Und es hat sich auch herausgestellt, dass die Sachen, die schon kompliziert sind, nicht wirklich Lifehacks haben, die es einfacher machen, sondern dass die Lifehacks eher auch da sind für Sachen, die schon einfach sind, aber um es halt noch einfacher machen. Aber wenn euch die Art von Video und das Konzept gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen hoch da, damit ich das weiss. Und schreibt mir auch gerne neue Lifehacks in die Kommentare, wenn ihr irgendwelche Lifehacks kennt und ihr wisst, das könnte jetzt noch lustig sein, um das in einem Video zu machen. Aber ja, dann würde ich sagen, man sieht sich beim nächsten Mal, wenn ich das Video hochlade. Am besten einfach die Glocke aktivieren, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn das der Fall ist. Dann würde ich sagen, sieht man sich das nächste Mal. Ciao zusammen.